Am vergangenen Sonntag hat Samuel von Open Doors eine bewegende Predigt gehalten über das Gleichnis der beiden verlorenen Söhne. Leider konnte ich die Predigt aus Sicherheitsgründen nicht aufzeichnen, weil Open Doors sich für die verfolgten Christen weltweit einsetzt. Die Predigt ist leider teilweise akustisch nicht gut verständlich gewesen. Ich habe mir während der ganzen Predigt überlegt, ob ich hinter den Prediger gehen und ein anderes Mikrofon aus dem Kästchen rausnehmen, bereitstellen und ihm geben. Aber erstens wollte ich nicht den Gottesdienst unterbrechen und zweitens habe ich es selbst gar nicht gern, wenn während der Predigt jemand hinter mir ist. Ich habe das zum Glück nur 1-2 Mal im Jahr bei einem Gottesdienst, aber ich habe das gar nicht gern, weil ich ja vorne schauen und ich will nicht jemanden hinter mir haben. An dieser Stelle entschuldige ich mich dafür. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, dass es nicht verständlich war, obwohl es eine spannende Predigt war. Die Zusammenfassung seiner Predigt lautet: Anhand vom Gleichnis der beiden verlorenen Söhne zeigt uns Jesus das liebende Vaterherz von Gott. Wir beten zu Gott, nicht weil wir fromm sind, sondern weil Gott treu ist. Heute schauen wir zusammen das Gleichnis an, das recht ähnlich ist, indem es auch um einen Vater geht und 2 ungleiche Söhne. Jesus hat das Gleichnis gehalten, kurz nach dem Palmsonntag, wo er feierlich nach Jerusalem eingezogen ist. Das Lustige ist, gestern haben die Kinder die Dekoration bastelt. Und ich habe gesagt, unbedingt stehen lassen bis Ostern, das passt. Nämlich Jesus ist feierlich in Jerusalem mit den Palmen willkommen worden und hat gefunden, das passt super. Jesus sagt: Was meint ihr aber hierzu? Das bedeutet, Jesus stellt uns eine Frage. Wir sollen die Vergleichsgeschichte ganz genau betrachten. Ein Mensch hatte 2 Kinder. Schon der erste Satz ist sehr interessant. Ich habe ihn im Griechischen angeschaut. Ein Mensch hatte 2 Kinder. Im griechischen Urtext können sich beide Begriffe, sowohl Mensch als auch Kind, kann sich sowohl auf Männer als auch auf Frauen beziehen. Frauen sind in der ganzen Geschichte mitgemeint. Jesus hat also bewusst die Einleitung gewählt, weil seine Geschichte uns alle betrifft. Bis in die Sprache hinein sehen wir, dass die Liebe von Gott alle Menschen umfasst, sowohl Mädchen, Buben, Frauen als auch Männer. Und der Vater trat hin zum ersten Sohn und sprach: Kind, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der Weinberg ist ein Zeichen der Freude, weil Trauben wachsen und damit Traubensaft und Wein kann angebaut werden. Damals ist Brot, Wein und Öl sind die 3 Hauptnahrungsmittel gewesen. Der Vater bittet seine beiden Söhne, in seinem Weinberg zu arbeiten. Was hat das alles zu tun gegeben? Die Bibel schildert an vielen Orten davon, was wir machen müssen im Weinberg. Ich habe eine Liste gemacht. Wir mussten eine Terrasse anlegen, damit der Regen im Winter den fruchtbaren Boden nicht weggeschwemmt hat. Wir mussten einen Zaun, einen Hag oder einen Mauer bauen, damit die Wildschweine und die Schakal nicht eindringen können und das alles abfressen. Wir müssen den Boden von Stein säubern, die Weinstöcke pflanzen, einen Wachturm bauen und einen Kelter aushauen, dass wir nachher die Trauben pressen können. Wir müssen den Boden lockern und Unkraut jäten. Die Reben beschneiden und reinigen. Das kommt alles in der Bibel vor, an unterschiedlichen Stellen. Ein Rebberg verlangt also viel Arbeit, besonders in der Erntezeit.
Es ist so intensive Arbeit, dass früher die Weinbauern in dieser strengen Zeit vom Jahr direkt im Weinberg gewohnt haben, in Zelt. In Singen gibt es auf 36 Aaren einen Weinberg beim Dresdenberg. In Dürrenesch nur eine Hausparzelle. Meine Frau Christina und ich, wir haben einmal so einen kleinen Weinstock angepflanzt. Wir haben ihn dann sogar einmal umpflanzt, weil er nicht so gut gewachsen ist, an einem Ort, an dem er weniger Wein hatte. Und trotzdem ist sie nicht richtig gewachsen. Wir haben sie leider nachher ausreißen. Wein ist in der Bibel ein Symbol für Freude und vom Feiern. Weil das Abendmahl war ursprünglich auch mit Wein war. Ein Weinberg zu bearbeiten ist keine dumme Arbeit, sondern sinnvolle Arbeit, die einem selber Freude gibt, also durch den Wein und vielen anderen Menschen auch. Im Prophet Jesaja, Kapitel 5, sagt Gott, denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel. Die ersten beiden Vergleichspunkte in dem Gleichnis lauten also, der Vater steht für Gott Vater in dem Gleichnis und der Weinberg steht für das Reich von Gott. Gott lädt alle Menschen ein, dich und mich, in seinem Weinberg mitzuhelfen und mitzuwirken. Vor 15 Jahren habe ich mich einmal fürchterlich aufgeregt. Es hat auch ein bisschen mit Singen zu tun gehabt. Ja, ich sage es ja, weil es auch Leute von Singen unter uns hat. Jedenfalls vor 15 Jahren habe ich mich ein bisschen aufgeregt, muss ja auch nicht mehr Details nennen, über theologische Meinungen, die anders waren als meine eigenen. Ein erfahrener Pfarrer hat mir dann erklärt, weisst Michael, der Weinberg vom Herrn ist weit. Das gibt noch ein lustiges Sprichwort in dem Zusammenhang, das lautet, der Herrgott hat unterschiedliche Kostgänger. So ist es. Interessant ist, dass der Vater in dieser Geschichte sehr allgemein davon redet, dass die beiden Söhne im Weinberg arbeiten sollen. Er sagt nicht, mach das oder mach jenes, tu eine Mauer bauen oder tu jetten. Sehr allgemein, du arbeiten im Weinberg. Das heisst, sie haben die Freiheit und auch die Verantwortung, gemäss ihren Gaben zu arbeiten. Das ist auch bei uns so. Früher habe ich mich so unter Druck gefühlt, wenn jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Michael, kannst du nicht mehr machen, kannst du nicht mehr anbieten für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, für Senioren. Kannst du nicht mehr predigen, kannst nicht mehr Seelsorge machen, kannst nicht mehr Diakonie anbieten. Wenn du auch solche Gedanken hast, dann ist vielleicht genau das deine Gabe, die Gott dir verliehen hat. Anders ausgedrückt, wenn du bei mir eine Schwäche oder eine Einseitigkeit entdeckst, könnte genau das deine Stärke sein. Im Herbst wird es in der Kirchengemeinde 2 oder 3 Übungen geben, an denen wir zusammen unsere Gaben entdecken können. Ein mehrteiliger Glaubenskurs. Und das wird die Kirchengemeinde sicher auch von innen bereichern. Der erste Sohn aber antwortete und sprach, ich will nicht. Der Sohn ist zuerst ungehorsam und lehnt die Bitte vom Vater ab. Dabei ist er sehr ehrlich und sagt, ich will nicht arbeiten. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Er ist nachher arbeiten in Weinberg. Wir sehen bei ihm also nicht nur eine Veränderung von seinem Herz, sondern auch von seinem Handeln. So lädt Gott auch uns alle ein, zu ihm umzukehren, mit unserem Denken, mit unserem Herz und mit unserem konkreten Handeln. Und der Vater trat hin zu seinem zweiten Sohn und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Der zweite Sohn verspricht dem Vater, dass er im Weinberg wird arbeiten. Auf Griechisch sagt er nur 2 ganz kurze Worte. Ego, Kyrie. Ich, Herr. Das heisst, ich werde gehen. Ich werde das machen
wo du sagst, ich tue deine Autorität erkennen. Dabei hat er die höfliche Anrede Kyrios verwendet, wo man damals auch beim römischen Kaiser verwendet hat. In einem Lexikon steht dazu zu Kyrios: Im antiken Griechenland bezeichnet Kyrios den Hausherr und das Familienoberhaupt von einer Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft. Dann folgt die Überraschung. Und der zweite Sohn ging nicht. Damit ist der zweite Sohn ein Lügner und ein Heuchler. Das Bild zeigt hier, wie er sich gemütlich anlegen und ausruhen. Die Szene sehen wir hier vorne auch treffend dargestellt mit den Egli-Figuren. Entweder hier auf dem Bild oder hier auf der Seite. Links ist der Vater mit einer langen Hacke in der Hand, der den Auftrag erteilt. Daneben der erste Sohn, der nachher wird in den Weinberg gehen, und ganz rechts der zweite Sohn, der sich gemütlich ausruhen auf einem Baumstamm. Jesus stellt uns nochmal eine Frage. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Seine Zuhörerinnen und Zuhörer antworten richtigerweise der Erste. Jesus sagt zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch. Wahrlich ist die deutsche Übersetzung für das hebräische Wort Amen. Jesus verwendet die Einleitung immer, wenn ein sehr wichtiger Satz folgt. Eltern sagen zu ihren Kindern: Los gut zu. Oder Paare sagen zueinander: Schatz, wir müssen reden. Im Militär Befehlsausgabe. Jesus hat mit dieser Gleichnisgeschichte sowohl seine damaligen Zuhörer als auch uns heute müssen aufwärmen und vorwärmen. Weil jetzt nämlich der Hammer kommt. Jetzt kommt der Donner. Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Ein Schock. Zöllner sind die damaligen Abzocker gsi, die mit den Römern zusammengearbeitet haben und vom eigenen Volk, von den Israeliten, zu hohe Steuern gefordert haben. Zöllner sind eigentlich Verräter gsi. Wir würden heute sagen, die Bosse der Banken, die sich jährlich Millionensalär gönnen und dann aber den Verlust der Bank auf uns Steuerzahler abwälzen. Die Huren kommen in den Evangelien, in den 4 Evangelien sehr oft vor, weil die römischen Soldaten damals ihre Ehefrauen nicht mitgenommen haben und durch das auch im damaligen Judäa sehr viele Prostituierte gegeben hat. Das griechische Wort für Hure lautet Porne, wo wir von Pornografie kennen. Sowohl die Prostituierten als auch die Zöllner sind Ausgestossene gewesen, am Rand der Gesellschaft. Jesus nimmt sie an und nimmt sie in die Mitte von seinen Jüngerinnen und Jüngern. Ein Skandal. Jesus zeigt uns hier damit auch, dass er nicht einfach ein frommer Rabbi war, der eine neue Lehre vertreten hat, sondern dass er der Sohn von Gott ist, mit dieser Gabe, uns unsere Schuld und Sünde zu vergeben. Die Prostituierten und Zöllner, die mit Jesus unterwegs waren, sind zutiefst in ihrem Charakter verändert worden, weil Jesus ihnen die Liebe von Gott weitergeschenkt hat. Der Evangelist Matthäus, der die Geschichte aufgeschrieben hat von Jesus, war selber Zöllner, bevor er Jünger von Jesus geworden ist. Jesus gibt uns noch eine weitere Erklärung zu dem Gleichnis und sagt: Denn Johannes der Täufer kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit. Jesus umschreibt hier die Lehre vom Johannes dem Täufer mit der Bezeichnung Weg der Gerechtigkeit. Wir heute sagen, Johannes war der Wegbereiter von Jesus. Was heisst das, der Weg? Der Weg ist in der Bibel ganz wichtig. Die ersten Jüngerinnen und Jünger
sind erst in der Stadt Antiochia Christen genannt worden. So heisst es in der Apostelgeschichte. Vorher haben Christen geheissen, die des Weges waren. Das steht in der Elbenfelder Bibel in der Anmerkung. Des Weges Christi oder des christlichen Bekenntnisses. Ein Anhänger des Weges. Vom christlichen Lebensweg. Jesus selber ist der Weg, wenn er uns sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat den Hauptpunkt von seinem Gleichnis auf die Umkehr gelegt, aufs Gereuen. Und ihr glaubtet ihm nicht, Johannes dem Täufer. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, dass ihr ihm geglaubt hättet. Also die ganze Geschichte, die Jesus erzählt, soll die Pharisäer und die Sadduzäer und natürlich eben die damaligen Pfarrer von der Zeit und die Hauskreisleiter aufrütteln und sie nachdenklich machen über die Liebe von Gott, dass auch sie umkehren zu Gott. Jesus lädt uns dazu ein, dass wir an ihn glauben, die Vergebung von unserer Schulden greifen und auch durch das eine neue Herzenshaltung bekommen. Als Zusammenfassung fasse ich nochmal die 5 wichtigsten Vergleichspunkte von dem Gleichnis zusammen in einer kleinen Liste. Also der Vater in dem Gleichnis steht für Gott Vater. Der Weinberg für das Reich von Gott. Arbeiten, dass wir uns engagieren für Jesus in unserem Leben. Der erste Sohn sind alle, die zu Jesus umkehren, und der zweite Sohn alle, die nicht zu Jesus umkehren. Wir leben in einer sehr interessanten Zeit, wo vieles möglich ist. In den vergangenen Wochen ist so viel wunderbare Sachen sind passiert. 70 Personen sind am Tansania-Vortrag hier im Kirchengemeinde aus Dürrenesch. Und 150 Menschen am Musical von der ersten und Zweitklässler, davon 50 Kinder. Gestern 50 Jugendliche am Upgrade Jugendgottesdienst. Es geht nicht um Zahlen, es geht mir darum, dass Gott uns Menschen anvertrauen für eine gewisse Zeit und wir dürfen für sie beten. Aber trotzdem ist es auch schön, wenn man sieht, dass Gott wirken. In der Karwoche werden wir jeden Tag einen oder sogar mehrere Anlässe dürfen haben. Es ist mir eine Freude und Ehre, dass ich das erleben darf. Herzlich danke ich allen, die das im Vorder- und Hintergrund ermöglichen und ihr Herzblut investieren. Ich habe eine Liste zusammengestellt. Heute um 17 Uhr das Gospelkonzert Leutwil. Am Montagabend 18:30 Gebet, hier in Dürrenesch. Dienstagabend 19 Uhr Gebet. Mittwoch 9 bis 11 Begegnungskaffee. Also man muss nicht 2 Stunden bis 11:30 gehen. Man kann einfach so lange kommen, wie man will. Mittwochabend 19 Uhr Gebet. Donnerstagabend 19 Uhr Gebet. Freitag 9:45 Uhr Freitagsgottesdienst in Leutwil. Samstagmorgen 6:30 Uhr Frühgebet. Samstagabend 17 Uhr bis 21 Uhr Osterfeuer Leutwil. Sonntagmorgen 9:45 Uhr Ostergottesdienst hier in Dürrenesch. Vielleicht hätte es das noch gar nie gegeben. Du musst gar nicht an all diesen Anlässen teilnehmen. Aber frag Gott im Gebet, an welchem Anlass du sollst teilnehmen. Dann können wir die Liebe von Gott weitergeben an Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und auch an solche, die ihn schon kennen. Und wir können neue Menschen kennenlernen. Wir können spannende Gespräche führen und vielleicht sogar mit anderen oder für andere Menschen beten. Mit dieser Geschichte von diesen 2 ungleichen Söhnen, die aber den gleichen Vater hatten, tut Jesus auch unsere Herzen vorbereiten auf neue Menschen, die anders sind als wir selber. Ich habe auch gedacht, was passiert, wenn heute, das Coole ist eben, 3 verschiedene Zeitungen haben Werbung gemacht für das Gospelkonzert heute am Nachmittag. Was passiert, wenn Menschen kommen, die Jesus gar noch nicht kennen? Und wenn wir die auch gar noch nicht kennen? Was passiert, wenn Menschen als Osterfeuer kommen, meine Nachbarn, die uns noch nicht kennen und die einfach kommen, weil sie zum Beispiel Musik hören? Sind wir denn bereit für die neuen Menschen? Sind wir offen, mit ihnen zu reden? Auch wenn sie vielleicht ein bisschen kurlig sind.
Und ich habe gesagt, komische Kreuz, sind wir bereit? Ist unser Herz bereit dafür? Und so tut Jesus auch unser Herz vorbereiten, weil seine Liebe ist gigantisch. Gott lädt auch uns heute noch ein, in seine Nachfolge, in seinem Weinberg unsere Gaben einzubringen, zu seiner Ehre. Amen.